Dinkelweißbrot mit getrockneten Tomaten, Oliven und Parmesankäse. Außerdem aus der anderen Hälfte ein reines Dinkelweißbrot. Hier sind deine Zutaten. Du benötigst Weizenmehl, Dinkelmehl, das feine, ein Würfel frische Hefe, 700 Milliliter lauwarmes Wasser und etwas Salz. Als erstes solltest du die Hefe in dem Wasser auflösen. Die Hefe mit einer Gabel zerbröseln und anschließend umrühren. Für den Teig nimmst du dir eine große Schüssel, jeweils 500 Gramm Weizenmehl, 500 Gramm Dinkelmehl, 2 Teelöffel Salz und das Wasser. Die ganze Masse nun mit einem Knethaken durchkneten. Denk dran, je länger du den Teig durchknetest, desto besser wird er. Anschließend deckst du deinen Teig ab und lässt ihn mindestens eine Stunde gehen. Nachdem der Teig aufgegangen ist, knetest du ihn nochmal richtig schön durch. Ich mache heute 2 Brote, ein normales Weißbrot, ein zweites mit getrockneten Tomaten, Oliven und Parmesankäse. Die Zutaten kurz klein hacken, rein in das Brot und nochmals gut durchmischen. Wenn du den Teig fertig hast, legst du ihn auf ein Backblech und lässt ihn nochmal eine halbe Stunde gehen. Den Ofen auf 220 Grad vorheizen und für 30 Minuten knusprig backen. Wenn das Brot fertig gebacken ist, solltest du es mindestens noch eine Stunde abkühlen lassen. Und wenn du alles richtig gemacht hast, sollte es sich so anhören.